Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Thun. Wir haben folgende 3 Themen heute für eure Sendung. Deshalb in Interlaken zu führen, ist nach wie vor eine Herkulesaufgabe. Die Bödeli-Rasselbande feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. Und ein Pärchen stürzt sich ins Kaffeeabenteuer und wandert nach Italien aus. Stefan Bachhoffner ist der Pächter vom traditionsreichsten Restaurant auf dem Bödeli. Seit gut 1,5 Jahren versucht er, Erinnerungen und Innovation unter ein Dach zu bringen. Wie er die Herkulesaufgabe bewältigt und was er mit dem Restaurant noch vorhat, hat er im Interview meinem Kollegen Ben Abeckler erzählt. Also wir haben jetzt ein Jahr hinter uns mit der Eröffnung, wo wir das Produkt herstellen können, sagen wir mal so, fertigstellen. Wir haben bis Ende April mehr oder weniger eine Baustelle gehabt. Und wir hatten jetzt im Sommer eine Lernphase gehabt, im Herbst auch, um uns zu finden und Kennzahlen zu erarbeiten, dass wir wissen, wo wir stehen und vor allem, dass wir aus den Fehlern Schlüsse ziehen und lernen, dass wir uns vorbereiten können auf die kommende Sommersaison. Wir haben noch ganz direkt gefragt, die Kritik, die man von außerhalb gehört, aber auch von den Einheimischen, wie geht es euch mit der? Ja, Kritik ist vielfach, muss man das auch als Positives anschauen, weil Kritik, das ist für mich nicht alles negativ. Es gibt halt viele Leute, die hier auch reinstampfen und sagen, vorher war alles besser gewesen. Und mit so einer Kritik kann ich nichts anfangen. Aber es gibt auch Kritiken, die ich von guten Stammgästen, die ich mittlerweile auch haben darf, die mir auch wirklich geholfen haben und wo wir Sachen übernehmen können, die sie gesagt haben, und die wir auch implementieren. Das Lokal ist sehr gross, also über 300 Plätze, und entsprechend gibt es auch ein vielseitiges Angebot. Was sicher dazu zu sagen ist, ich kenne eigentlich die Vergangenheit nicht. Ich weiss, ich habe keine Personen kennt hier, ich war nie im Alter deshalb. Wir richten uns aus an dem, was Interlaken heute zu bieten hat. Die Voraussetzungen sind eigentlich super, wenn man Produkte, und was man nicht vergessen darf, was manchmal eine rechte Herausforderung ist, die rechten Leute hat, dann bringen wir etwas ganz Schönes her. Wir bleiben gerade auf dem Bödeli. Seit 25 Jahren spielt die Bödeli-Rasselbande ihre Guggenmusik. Diesen Samstag haben sie so richtig auf den Putz und feiern in der Mehrzweckhalle in Wilderswil ihr Jubiläum. Meine Kollegin Alina Dubach hat den Präsidenten Schempel Franz gefragt, wie die Guggenmusik seine Leidenschaft geworden ist. Also, ich bin der Schempel Franz. Ich bin seit 14 Jahren in der Guggenmusik. Reingekommen in die Guggenmusik bin ich durch meine Frau. Die ist 24 Jahre schon in der Guggenmusik. Und das hat mir einfach gefallen, mitzugehen, zu hören an diesen Fasnachten, an diesen Auftritten. Es ist einfach eine lockere Atmosphäre immer, es fängt, es ist fröhlich. Ja, das hat mir dann gefallen und so bin ich jetzt seit 14 Jahren dabei. Ich bin auch 10 Jahre Präsident jetzt bei der Bödeli-Rasselbande. Vom Bödeli geht es Richtung Mittelmeer. Claudio Trovato und sein Mann Nico Heimberg verlassen ihre Heimat in Reichenbach. Die beiden Kaffeeliebhaber haben in Italien ihre eigene Kaffeebar eröffnet. Im Interview geben sie einen Einblick in ihre spannende Reise, die vom Zirkus über die Schildhorn bis ans Mittelmeer geführt hat. Wir sind der Claudio und der Nico. Wir sind verheiratet seit 7 Jahren. Wir haben uns vor 8 Jahren in Biel lernen kennen, im Zirkus Knie. Nachdem wir uns auf einer Plattform im Internet lernen kennen, haben wir uns dann getroffen und voilà, seitdem sind wir zusammen. Und dann ist irgendwann der Schritt mit Italien gekommen. Warum genau?
Also der Schritt, ich bin ja ursprünglich Italiener. Ich bin hier in der Schweiz geboren, hier in der Schweiz aufgewachsen. Also eigentlich in Italien bin ich ein Ausländer. Aber durch das, dass meine Eltern in Italien sind, nachdem sie 45 Jahre in der Schweiz waren, haben wir uns irgendwann entschieden, auf Italien zu gehen. In Italien haben wir unsere eigene kleine Kaffeebar eröffnet. Und wir fühlen uns total wohl dort. Der Start war eigentlich sehr schön. Wir waren komplett im Scheiß, auf Berndeutsch gesagt. Aber schön, eigentlich schön im Scheiß. Und seit dem ersten Tag ist wirklich jeden Tag, sagen wir jetzt mal, jeden Tag 5 Leute mehr. Mhm. Vermissest du die Schweiz? Bis jetzt eigentlich lustigerweise überhaupt nicht. Natürlich denke ich viel daran, vor allem an die Leute, die wir kennen. Aber sonst gar nicht. Ich habe mir es anders vorgestellt. Wirklich. Ein neues Leben in Italien für mich, das habe ich gedacht, das kann ich gut genießen. Am Nachmittag ein bisschen Sonne nehmen, ein bisschen spazieren, wenn ich Zeit habe. Und bis jetzt haben wir das noch nicht können, weil die Arbeit nimmt viel Zeit. Haben wir immer mehr Leute, die kommen, haben wir viel Erfolg. Und das ist etwas, was ich ja nie gedacht. Das war es vom heutigen Panorama. Weitere Infos zu einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.plattformj.ch. Die Kollegen von Meteo News präsentieren euch im Anschluss noch das Wetter. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend und ein schönes Weekend. Tschüss zusammen und merci fürs Zuschauen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Schön schauen Sie das Wetter auf der Plattform J am Freitagabend. Meine Damen und Herren, der Winter hat sich zurückgemeldet, die kalte Luft hat uns erreicht und es hat ja ein bisschen geschneit in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag. Entsprechend so ein bisschen winterliche Landschaft, ziemlich verbreitet bei uns in der Region Bern. Jetzt haben wir am Wochenende ein Hochdruckgebiet, das trägt den Namen Garvin und das liegt da ziemlich genau bei uns über dem Alpenraum und darum können wir uns freuen auf insgesamt viel Sonne. Vor allem in den Bergen am Morgen fantastisch schönes Wintersportwetter, ein Samstag zum Geniessen mit viel Sonne und einem wolkenlosen Himmel. In den Tiefenlagen unterhalb 700-800 Meter jetzt zuerst noch ein paar Hochnebelfelder. Die dürften sich aber mehrheitlich im Laufe des Tages auflösen. Es gibt einen kalten Samstagmorgen mit verbreitet -10 bis -5 Grad. Am Nachmittag den Höchstwert im Bereich vom Gefrierpunkt mit einer schwachen, bis auf den Bergen einen mäßigen Nordostwind. Am Sonntagmorgen ein bisschen Nebel und dann noch ein paar Wolkenfelder, sonst aber recht sonnig, Temperatur am Gefrierpunkt. Und dann wird es wechselhaft der Anfang Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, eine kräftige westliche Strömung, immer wieder Störungszonen, die uns von Westen her erreichen, darum auch ab und zu nass. Es ist windig, es wird aber auch deutlich milder, zum Teil sogar mit zweistelligen Höchsttemperaturen. Also jetzt am Wochenende das Hochdruckgebiet, nachher wie gesagt neue Störungszonen, die uns in der kommenden Woche erreichen. In diesem Sinne, ganz ein schönes Wochenende.